Dann denke ich mir, Mann, ich musste eigentlich alles wissen, ja, wenn so viel irgendwo in meinem Gehirn als Vorlage gegeben wurde. Und dann frage ich mich, wieso weiß ich das nicht? Das bedeutet, ich stehe hier und erzähle viel, ja, aber doch, ich benutze nicht diese Synapsen, diese irrsinnige Zahl von Synapsen. Und das ist eigentlich, denke ich mir, auch Thema für uns, ja, dass man das Psychische irgendwie mehr, dass man dem mehr so Bedeutung oder vielleicht, dass man sich mehr damit beschäftigt, dass man versucht, ein bisschen lockerer mit der Wahrheit umzugehen, weil man weiß irgendwie, was wir vor 20 Jahren gesagt haben, heute erzählen wir andere Geschichte. Das bedeutet irgendwie diese Behauptung, ich weiß, so ist das, ja. Das ist sehr gefährlich und ich finde sehr gefährlich auch, wenn man sich mit der Gesundheit beschäftigt, weil da sollte man, glaube ich, nicht spielen. Deswegen, wenn man irgendwas vermittelt, sollte man sich gut überlegen oder gut reflektieren darüber, woher kommt das, was ich behaupte. Das kenne ich aus meiner Praxis sehr gut. Das ist irgendwie wunderbar zu sehen, wenn jemand, ein Klient zu mir kommt und spricht eigentlich irgendwie ein Problem bei mir an. Und dann, wenn ich jetzt so mit dem kommunizieren will, ja, dann mache ich so, tue ich, als ob ich irgendwie damit kein Problem hätte. Ja. Das bedeutet, ich spiele auch ein Spiel. Ich bin in meiner Subjektivität, ja, was ich dann versuche, logischerweise irgendwie so ehrlich zu sein. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich ziemlich viel zu tun in diesem Moment. Ja, man muss sich irgendwie meine Komplexe, die eigentlich rauskommen wollen, ja, weil dieser Mensch mich irgendwo daran erinnert, ja, dann muss ich die auch halten. Ja. Deswegen meine ich irgendwie, das ist schon, für mich wäre schon irgendwie sehr viel erreicht, wenn wir so eine Einstellung, so eine Haltung im Leben irgendwo, mehr oder weniger irgendwo in uns verinnerlicht würden. Mal schauen, wie viel. Ja. Das ist immer problematisch mit der Zeit. Gut, das war schon ein bisschen über Neurobiologie. Ich werde ein paar Sachen auch hier überspringen, ja, und gehe ich gleich auf psychosomatische Medizin. Die sich klar einfach mit dem Einfluss des Psychischen auf unseren Körper beschäftigt, ja, und beschäftigt sich mit somatoformen Störungen, bei denen eigentlich kein organischer Befund nachweisbar ist. Und bei denen die psychischen Faktoren bei Entstehung und bei Aufrechterhaltung eine große Rolle spielten. Und dann ein klares Beispiel, das ist wirklich immer so, kann ich sagen, im psychophysiologischen Zusammenhang, man bekommt Angst, Angst irgendwie wirkt auf Körper, Adrenalin wird ausgestoßen und logischerweise das wiederum wirkt auf unsere Magen-Darm-Peristaltik und damit wird sie gehemmt und wenn man das irgendwie längere Zeit wiederholt als unsere Verhaltensmuster, ja, ist kein Wunder, dass wir dann irgendwo Verdauungsprobleme und solche Sachen haben. Aber das ist nicht irgendwo alles, dass diese Prozesse irgendwie von psychischen auf die Krankheit des Menschen irgendwo wirkt, sondern es geht auch umgekehrt. Es gibt in der Psychoneuroimmunologie ziemlich klare Erkenntnisse, dass das zentrale Nervensystem, damit die Psyche, mit dem Immunsystem und über Nerven und Hormonreize kommuniziert. Und man spricht in dem Moment von diesem psychosomatischen Netzwerk. Und das ist wie eine so Telefonzentrale oder Nachrichtenübermittlung zwischen Körper und Gehirn, beziehungsweise Zentrum von unserem Psychischen. Und da wird ziemlich klar wird gesehen, dass das Gehirn auch Signale zum Beispiel aussendet, die eine Infektionsabwehr verstärken können. Und da ist schon irgendwie jetzt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Moment, wenn das irgendwie nachweisbar ist, dass wir mit unserer Haltung, beziehungsweise das, was in unserem Psychischen passiert, wenn wir auf unseren Körper so einen Einfluss nehmen können, dann sollte man das auf jeden Fall auch dann tun. Ja. Und wir sind schon geneigt, sag mal, wenn man krank ist, den Arzt zu besuchen, irgendwelche Medikamente zu schlucken und sowas. Man will schon Rezept. Ja. Wenn ich irgendwo krank bin, dann gehe ich irgendwie lieber, hätte ich gerne, dass das in 2 Tagen so Symptom weg ist, ja. Aber mit der Ursache muss ich mich irgendwie jahrelang auch beschäftigen. Logischerweise, man wählt dann irgendwie diesen kürzeren Weg, weil man denkt, irgendwie, ja, schnell werde ich vielleicht davon los und dann später irgendwie vielleicht beschäftige ich mich mit diesem Problem, was nicht meiner Meinung nach
für uns sehr clever ist, ja. Gut, wir wissen, dass es gibt diese psychosomatische Klassiker, die Krankheiten, das weiß jeder, so von Migräne, Blutdruck, Bluthochdruck, ja, oder Asthma, oder Überfunktion der Schilddrüse und Arthritis, Heuschnupfen, und man kann das jetzt, ob das wirklich psychosomatisch bedingt ist, das sollte man auch ein bisschen als Frage hier lassen. Weil, sage ich mal, das sind nur die Daten aus psychosomatischer Medizin. Ja. Und so ist es auch, wenn ich über Psychotherapie rede, ja, dann irgendwo bin ich parteiisch. Ja. Genauso sind wir, wenn wir über Psychosomatik reden. Und, aber das ist irgendwie sehr, sehr in unserem Krankheitsbild sehr häufiger dann. Äußerungen in unserem Körper. Gut, da gehen wir jetzt noch ein bisschen über Gesundheit direkt. Ja, wir sind schon bei psychosomatischer Medizin, das bedeutet, damit sind wir bei der Gesundheit. Wiederum bei einer Polarität, das bedeutet Gesundheit, Krankheit, das ist auch eine Polarität. Und wir haben auch davor bei Herrn Konrad auch gehört, ja, wie diese Polaritäten konstant auf unser Leben wirken. Egal in welcher Art und Weise oder in welchen Phasen unseres Lebens und in verschiedenen Aspekten unseres Lebens. Und da würde ich irgendwie auch nochmal die Frage stellen, wir reden viel über Gesundheit, aber was ist Gesundheit? Das ist mir noch immer, vielleicht fehlt mir irgendwie ein Wissen oder fehlt mir irgendwie diese Vermögen, mir das vorzustellen. Aber irgendwo bin ich nicht sicher, was Gesundheit ist. Und vor ein paar Jahren habe ich mir dann gleich so im Brockhaus geschaut, ja, was ist die Definition von Gesundheit? Weil wahrscheinlich die Leute irgendwo, wenn sie sich damit beschäftigen, dann lesen die irgendwo eine Definition. Und es gibt irgendwie im Brockhaus Definition, ja, das ist ein bestimmtes Maß an körperlichem, psychischen und geistigen Wohlbefinden. Und nicht beeinträchtigt durch Krankheit. Da bin ich dann sehr kritisch, wenn man über solche Sachen so redet, weil wenn das irgendwie ein bestimmtes Maß an körperlichem Wohlbefinden, wer sagt, was für ein bestimmtes Maß, wie kann man das irgendwo definieren? Ja, das bedeutet, es ist ein sehr, sehr subjektives Gefühl und dann ist überhaupt die Frage, ob sind wir wirklich gesund irgendwann? Weil ich habe das Gefühl, wir sind immer auf dem Weg, gesund zu werden. Ja. Und die Krankheit würde ich überhaupt nicht dann so verteufeln, weil für mich ist die Krankheit ein sehr wichtiger Aspekt und Part auf dem Weg zu mir. Weil Krankheit sagt mir eigentlich fast alles über mich. Ja. Das haben wir auch jetzt hier gehört, dass wir eigentlich das alles sind, auch was uns passiert. Ja. Ich versuche nur das über diesen psychischen irgendwie, aber man merkt irgendwo, dass man eigentlich Gesundheit getrennt von Krankheit überhaupt nicht betrachten kann. Es ist ein dynamisches Prozess, es ist ein Prozess, wo die Krankheit eine Message ist, eine Sprache aus uns an uns. Sie spricht uns eigentlich, was mit uns passiert, wie das passiert. Ja. Sie gibt eigentlich ein sehr wichtiges Bild darüber, wer wir sind. Das bedeutet, dass die Krankheit uns auch zwingt zu reflektieren in unserem Leben. Und wenn ich krank bin, dann kann es sein, das ist wirklich, man sollte eigentlich alles reflektieren. Was für Nährung ich zu mir nehme. Ja. Das, was wir irgendwie viele Sachen hier gehört haben, über Hygiene, über Einflüsse von Umwelt und sowas. Aber auch, was ist meine Situation, in welcher Haltung oder in welcher Phase meines Lebens bin ich jetzt. Das bedeutet, ohne diese psychischen Aspekt kann man eigentlich nicht diese ganze Reflexion darüber machen, was mit mir in dem Moment passiert und wieso bin ich krank. Da würde ich keine Krankheit würde ich irgendwie da wegtun, weil man weiß auch irgendwo, wenn man zum Beispiel, jetzt gehe ich von der Bühne weg und breche ich meinen Knochen zum Beispiel. Dann frage ich mich, ist das jetzt nur körperlich oder was ist das? Ja, ich meine, kann es sein, dass ich irgendwie hier Schiss bekomme und mache ich mir in der Hose und dann gehe ich irgendwie runter und falle ich und der Bein ist irgendwie futsch. Ja, und wie viel war das Psychische, wie viel Physische?
Und da denke ich mir, man sollte wirklich schauen, was man mit den, sagen wir, Einstellungen im Leben irgendwo, was für eine Einstellung, was für ein irgendwie Problemfeld im Psychischen wir haben, um einfach dieses Bild so ganzheitlich wie möglich zu haben. Das habe ich schon gesagt, dass diese Einstellung und Haltung wirkt sehr auf unsere Körper. Es sieht eigentlich wirkt auch wie Medis, ja, auf unseren Körper. Oder wirkt auch als Wir in unserem Körper. Ich meine, es ist oft so, dass wir auch grünes Licht den Wir geben. Ja, kommt rein, macht mich irgendwie grippekrank. Ich meine, ich kenne auch Beispiele aus meiner Arbeitswelt. Die Leute, wenn die überfordert sind mit einer Situation, ich arbeite auch mit Psychiatriefällen, ja. Und da gibt es oft so, dass die Menschen überfordert sind, auch mit psychischen von diesen psychiatrischen Fällen. Das bedeutet, da sind irgendwie ziemlich verrückte Sachen, ja. Es gibt viel Aggression, Angst, Panik und, oder irgendwelche sagen wir, Aggressivitäten und so. Und wenn man irgendwo zur Arbeit geht, dann hat man Schiss. Man weiß nicht, was passieren wird, weil diese Menschen eigentlich unberechenbar sind. Die sind überhaupt nicht unberechenbar. Aber so Mitarbeiter, die irgendwo hingehen, haben solche Ängste. Und oft ist es so, dass man wirklich dann irgendwelche eigene Sachen, was im eigenen Leben von dem Mitarbeiter passiert, in die Arbeit hinein mitgenommen wird und auf die Situation dann projiziert wird. Die Frage ist dann wie wir damit umgehen sollen, dann, was passiert dann, wenn diese Einstellung irgendwo sich auch auf der Außenwelt spiegelt und wie wir mit dieser Einstellung dann, oder wie die anderen auch, wie wir kommunizieren können mit den anderen. Gut, das bedeutet, dass unsere Lebenshaltung entwickelt sich logischerweise aus unserer Erfahrung, genauso wie unsere Persönlichkeit mit unseren Verhaltensmuster. Und wenn wir eine Persönlichkeit irgendwo durch unsere Erfahrung so etabliert haben, ja, wenn sie irgendwie stark mit uns identifiziert ist, ja, dann kann sie mit wiederholten Verhaltensmustern sehr auf unseren Körper entweder verstärkt enervieren, oder sie kann auch unser Körper bei manchen Sachen irgendwo auch hemmen oder können Sachen irgendwie energetisch verknotet werden und sowas. Auf jeden Fall unsere Verhaltensmuster, die sehr fest sind, die werden auf den Körper auf eine oder andere Art und Weise projiziert. Da Krankheit eigentlich das ist, was uns diese wertvolle Sprache, irgendwie eine Information über uns ist, ja, sie vermitteln uns damit einen Pol dieses dynamischen Prozesses, was mit Wandlung zu tun hat. Und das ist irgendwo ein Prozess von Alten zu Neuem. Ja. Das bedeutet, wenn man sich mit Krankheit irgendwo beschäftigt, dann auch auf diesen psychischen Art und Weise, beziehungsweise zu schauen, ja, wie viel Psyche auf den Körper und auf unsere Krankheit Einfluss hat. Da ist ein Weg von Alten zu Neuen, und das muss man wissen, da gibt es einfach sehr, sehr starke Widerstände bei diesem Thema, weil unsere Persönlichkeit einfach, die klammert auch sehr fest an das, was bekannt ist, was wir erfahren haben, und im therapeutischen dann Prozess genau schauen wir da rein. Was haben wir erlebt? Wie diese ganze Sammelsurium unserer Erfahrung auf uns wirkt? Wie wirkt das auf unsere Gesundheit und Krankheit? Und um das eigentlich jetzt von diesen alten, von diesen bekannten, sicheren irgendwie wegzukommen, da brauchen wir auch Mut, uns zu stellen. Und das ist das, was eigentlich im therapeutischen Prozess passiert. Das ist eigentlich ein Sichtbarmachen unserer Erfahrung. Dadurch, dass wir durch unsere Erfahrung eine eigene Welt gebaut haben. Eigentlich haben wir auch die Grenze unseres Universums irgendwie dargestellt. Wir haben mit unserer Persönlichkeit, man muss wissen, auch wenn ich sie jetzt sehe, ich sehe sie durch mein Universum. Das bedeutet, es ist auch ein bisschen gefährlich irgendwie zu sagen, ja, das ist die
nicht so viel von uns verlangen. Aber was bedeutet noch mit Persönlichkeit? Was macht die Persönlichkeit von uns? Auf einer Seite ist sie eine Manifestation, sowas, was passiert in uns, aber auf andere Seite, die gibt uns auch Schutz. Das bedeutet, das, was ich erfahren habe, das ist irgendwie das Sichere, und damit bin ich auch sicher in diesem Leben, ja, auch draußen, wo es wirklich auch viele unberechenbare Momente gibt. Das bedeutet, dieser Schutz von unserer Persönlichkeit hat die Bedeutung, hat eine sehr positive Bedeutung, aber gleichzeitig, dieser Schutz kann sich auch in eine gewisse Rigidität umwandeln. Und das ist das dann, dieses Problem, das Neue anzunehmen, ja, weil unsere Persönlichkeit einfach besser auf diese sicheren Seiten zu bleiben, als sich zu stellen. Obwohl, sagen wir, in Therapie passiert genau das. Man muss irgendwie sich den ganzen Apparat, psychischen Apparat eigentlich stellen. Ja. Man sollte irgendwie einen Demystifizierungsvorgang vollbringen, weil in dem Moment muss man eigentlich weg von irgendwelchen Sachen, die uns mit zum Beispiel so dämonischen und sowas, ja, weil es wirklich solche Sachen auch passieren in unserem Leben, wenn man sich mit Unbewussten beschäftigt, dann irgendwo sieht man oft irgendwelche Dämonen, ja. Aber das ist die Frage, was das ist, weil wir wissen auch, dass wenn man irgendwas erfahren hat, die Erfahrungen werden in Bilder verinnerlicht und diese Bilder werden abgelagert irgendwo in unserem Unbewussten. Und das ist das Problem, weil man das einfach nicht so fotografieren und irgendwie feststellen kann, was geht da ab. Und diese Erfahrungen dann, wenn die zum Beispiel traumatisch waren, dann werden die sehr gut verdrängt, ja, so dass man das überhaupt nicht dem begegnen will. Das Problem ist, dass wir dann doch in irgendwelche Situationen reinkommen, wo komplex eigentlich geweckt wird aus unserem Unbewussten.